Und herzlich willkommen zurück hier auf der Insel der Dämonenjäger, hier auf Kalador bei Risen 3 Titan Lords. Ja, wieder mal eine Weile vergangen, seit Ferien und so, und wir hatten im letzten Part noch etwas wegen der Brücke, nicht wahr, zu überqueren. Ach du heilige Scheiße. Ja, das geht nicht, beziehungsweise noch nicht, weil das geht erst in Kapitel 3 des Spiels, also Hauptkapitel natürlich. Das würde bedeuten, wir müssen uns zuerst eine Gilde anschließen, bevor wir da rüberkommen. Ja, irgendwas muss da in der Hauptstory passieren, damit die Brücke wieder stabil wird, wie auch immer, und wir dann darüber uns wegen können. Ja, schöne Scheiße, wa? Egal, für heute habe ich alles geplant, dass wir uns langsam auf den Weg zu den Wächter machen. Ja, ich will mich den Wächtergilden anschließen, das ist jetzt mal Fakt. Will aber vorher noch ganz kurz hier auf Kalador noch etwas erledigen, hier in der Zitadelle halt. Und dann will ich vorher noch ganz kurz auf Kila vorbei, weil wir haben ein schwarzes Herz und ich will es eigentlich noch, wenn es geht, verspeisen. Jo. Soll sehr lecker sein und so. Mal gucken. Kommen wir jetzt irgendwie rüber, oder sieht es aus jetzt da am Balken? Wenn der runterfällt, dann Hasta la Vista, wa? Hasta la Vista, Baby. Ja, okay, bin hoch, aber ich komm... Niemals. Ja, wo könnte rüberfliegen, war Boden Mendoza ist ein bisschen kacke. So, komm Alter. Wir begeben uns abwärts. Die Zitadelle der Dämonenjäger. Ja, wie gesagt, das ist Mendoza, wo ist er hin? Ach, die Bugs haben uns wieder. Habe ich das vermisst? Komm mit, Mann. Sag mal. Was kannst du mir über diesen Ort erzählen? Ich habe großen Respekt vor der alten Kultur der dunklen Krieger von Kalador. Wow, und das aus deinem Mund. Ja, jedoch ist die große Zeit der Dämonenjäger schon lange vorbei. Wenn sie erst wieder zu ihrer alten Stärke finden würden. Aber das werden sie nicht. Ist ja mal interessant zu wissen. So, jetzt springt das ist ja, wie gesagt, das ist halt ein Spiel der, ich sage jetzt mal Grafikbugs, war es sind eigentlich nur Grafikfehler im Großen und Ganzen, von dem her kann man ja mehr oder weniger noch damit leben, mehr oder weniger. Gut, er kommt jetzt hoffentlich mit, ja, alles klar. Ja, wie gesagt, sich eine Gilde anzuschließen, ob es jetzt irgendwie, wie war es schon wieder, Voodoo-Pirat werden soll, Dämonenjäger oder Wächter. Ich glaube, die Wächter haben da halt wegen der Kristallmagie in der Vielfalt davon am meisten zu bieten. Klar, Dämonenjäger haben hier halt die Runenmagie, aber finde ich jetzt nicht so viel besser, im Gegenteil, eher ein bisschen schlechter. Was ist mit Burke los? Hör mir mit dem auf. Wir brauchen hier jede Klinge und der Typ gibt nur noch einen sabbernden Staubfinger ab. Ich sag dir, ein Dämonenjäger in dem Zustand ist alles andere als hilfreich. Was ist passiert? Na, was weiß ich denn? Er wird wohl kaum gegen eine Wand gelaufen sein. Gut möglich, dass er mit Dingen experimentiert hat, von denen man besser die Finger lässt. Was für Dinge sollen das sein? Magie oder irgendein Kräutersud. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum er plötzlich seinen Verstand verloren hat. Auf jeden Fall muss eine Lösung für das Problem gefunden werden. Wenn ich du wäre, würde ich mich mal unten am Strand südwestlich von hier umsehen. Du weißt schon, unterhalb unserer Zitadelle. Dahin hat er sich immer verzogen, wenn ihm die Luft zu dick wurde. Vielleicht liegt dort ja die Antwort für seinen Zustand begraben. Dort waren wir doch schon bereits. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Also ich kann mir zwar irren, aber ich dachte, wir hätten die Insel westlich von Zitadelle bereits abgegrast. Nö, noch nix. Wie ist sein krass mit den ganzen Werten? Wie gesagt, ich habe schon 2 Wochen nicht mehr gezockt, ich bin nicht mehr ganz up to date. Scheint schon eine Weile her, nicht wahr? Magia Florett, ne, stimmt, das ist eine Stichwaffe. Wir haben ja mehr auf Schwert geskillt, war ich mich richtig erinnere. Hier, Schwert 69, genau. Ruhm nicht mehr so viel. Kohle, Gold geht eigentlich noch, mehr oder weniger. Kann ich wieder mal was Neues kaufen, wa? Sie meint das Gleiche. Naja. So, jetzt mal überlegen. Na, ich bereit. Wie gesagt, ich will jetzt die Zitadelle nach erkunden, bevor wir uns wieder nach Kila begeben. Das mitgehen lassen. Bezweifle es ein bisschen. Ja, versuch's mal. Oh Gott, was tust du da? Da klingt jetzt so, als würde er gerade auf uns losgehen, sondern eher, oh, was machst du denn da? So Hilfe! etwas gehört sich aber nicht. Schnauze. Die Magier schafften es, einen Strahl der Sonne in einen Kristall zu binden.
Was für eine magische Glanzleistung. Heute liegt das gute Stück noch immer im Magierturm auf Taranis. Oh ja, Taranis haben wir noch so viel zu reden gewonnen, aber das war sehr, war ein bisschen peinlich meiner Seite, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, wir haben jetzt Mendoza dabei, wir sind sowieso stärker und das wird sowieso kein Problem für uns werden, jetzt auf Taranis richtig loszurocken und uns dann den Magiern anzuschließen. Schlafen, ich weiß nicht, wäre eine schlechte Idee. Schnauze. Die Frage ist halt mit bezüglich halt dem schwarzen Herz, wegen dem Seelenwert. Wir haben bereits 107 und 120. Ist das überhaupt noch nötig, oder sind wir schon so geskillt, dass es gar nicht mehr notwendig ist? Oder ist freundlich ein... Nee, das war was anderes. Naja. So etwas gehört sich aber nicht. Halt die Klappe halt. Oh, nein! Was? Moment mal. Ah! Die falsche Taste, dachte ich, der Helm gar nicht drauf gekommen. Erst auf dem Controller hier kann ich halt, wenn ich eine bestimmte Taste drücke, kann ich entscheiden, ob die Hauptsteuerung, ob das der Analogstick oder das digitale Steuerkreuz sein soll. Und da habe ich jetzt mich versehentlich verklickt. Oh Gott, was tust du da? Naja, so ein bisschen heller hier, spielt keine Rolle, wenn so genug Fackeln. Bist du auch hier, um dich über mich lustig zu machen, oder willst du tatsächlich etwas kaufen? Beides. Bist du ein Händler? Gut erkannt, Bursche. Entweder du kaufst jetzt etwas oder du verziehst dich. Schlechte Laune? Ja, weil mich hier keiner ernst nimmt. Bist du etwa kein Dämonenjäger? Doch, aber nur weil meine Familie aus einem alten Dämonenjägergeschlecht kommt. Eigentlich will mich hier keiner. Lass dein Schwert zu Hause, sagen sie. Bleib bei deinen Zahlen, sagen sie. Ich werde denen schon noch zeigen, was ich drauf habe. Er könnte ja mal mit Zahlen jonglieren, wa? Kannst du mir etwas verkaufen? Natürlich kann ich dir etwas verkaufen. Aber vorher musst du etwas für mich tun. Oh. Was soll ich sammeln? Pass auf. Ich will, dass du den Weltenverschlinger findest und mir sein Herz bringst. Ich brauche 300 Felsbrocken der Vernichtung aus dem Vulkan des Todes. Außerdem will ich, dass du an der tiefsten Stelle des Ozeans den verfluchten Schatz von Captain Blutklinge hebst. Zuletzt hätte ich gerne noch das Auge eines Drachen. Hallo? Sonst noch was? Ich mache nur Spaß. Es sind bloß Geschichten aus der alten Zeit. Wahrscheinlich gibt es sowas wie einen Weltenverschlinger gar nicht. Und der Schatz von Captain Blutklinge ist vermutlich auch nur eine Legende. Hey, ich bin Geschäftsmann. Natürlich verkaufe ich dir meine Waren, auch ohne dass du etwas dafür tust. Da frage ich mich doch glatt, was wäre jetzt, wenn ich weggeklickt hätte und die suchen gegangen wäre? Hätte es überhaupt funktioniert? Weil, gut gesagt, ein Blutklinge klingt ja vielleicht nach einem Schatz, also Schatz im Sinne von Schwertern, wa? Wir können sowieso ein bisschen besser Schwert gebrauchen. Ja, ist jetzt eine gute Frage. Toll! Ich hätte vielleicht erstmal gucken sollen. Gibt es die Schätze eigentlich oder hat es einfach gesagt, ja komm, hab nur verarscht, Quest abgeschlossen? Menno, na egal, so, hier. Wow! Not bad. Bring mir etwas bei. Was kann der mir lernen? Kann ich mal so 5% pro Stufe. Klingt nicht schwer, aber 1000 Gold dafür ist ein bisschen so viel momentan. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Tja, erstmal verkaufen, wie immer, war. Hier. Ah, muss ich jetzt am Lauf machen, toll. Egal, Pokal. Silberbecher zweimal, Silberteller. Wert verkaufen. Die behalte ich lieber. Ladestein. Ich weiß, haben wir auch schon viele Eingeborene, müssen eigentlich auf Kieler mal gehen, wa? Weil ganz ehrlich, nur 5 davon sind mir kein hoher Wert. Na egal. Wenn das schon noch los am Schluss sind. Schlüssel zu werden. Ich behalte die mal, wa? Ein alter morscher Knochen für Voodoo-Rituale. Vielleicht brauche ich die ja trotzdem mal. Könnte ja mal sein. Ich glaube nicht, dass der großen Voodoo-Künste und Golemherz. Das ist jetzt Golems. Braucht man das oder kann man das verkaufen? Mein 50 ist schon ziemlich viel für so ein Herz, wa? Da steht nichts für ihn, für einen Trank oder so etwas. Ein grünes Herz soll lieber mal behalten. Das scheint mir doch ein bisschen teuer. Komm, ist was, behalt's noch. Äpfelschell, ja, behalte ich auch noch. Brauchen wir sowieso fürs. Was war das mit dem Seelereiniger, oder? Doch, da war doch so irgendwie schwarzes Herz plus Äpfelschädel. Der große Mary, Brandkodex, ein paar Schädel, zack, zack, zack. Eine Gabel kann man immer gut gebrauchen, zum Verkaufen.
Alter, das bringt nichts, das ist nichts wert. Wieso sagt man das überhaupt? Kann ich auch aufhören damit. Ich meine, klar, Ruhm ist immer gut, aber so nötig haben wir es auch wieder nicht. Ja. Wie gesagt, die behalte ich mal lieber nach. Was? Eine Puschel? Für Ritualverwenden, ja, behalte auch mal. Schmiedehammer. Auch nur einen davon. So, ein paar Kugeln habe ich noch, aber eine neue wäre dann schlecht. Das finde ich auch irgendwie so kacke. Gut, meine ich eben noch Kapitel 2 offiziell, also sprich, es ist noch vor, bevor wir uns an der Gilde anschließen, aber ganz ehrlich, was sie momentan tragen, ist sowieso schon viel besser. Alter, einfaches Hemd minus 15. Stellt doch mal vor, wir würden mit so einem Rotz hier rumlaufen, das alleine. Hättest gar keine Chance, die ganzen Viecher. Ich sterbe jetzt schon regelmäßig. Gut, sterben vielleicht nicht, aber ich kann mich halt gut heilen und so. Oh, wird schon langsam besser. Wird langsam besser. Natürlich auch die Preise. Hey, Alter. Grog ist eigentlich ziemlich teuer. Kann man gut verkaufen. Ja, finde ich. Das sind gerade meine Sachen oder was? Was so aus war? Verkaufen wieder meine Sachen, dann schlecht. Die hat die Nerven, der Alte. Naja, sollen wir echt so Dinger bereits kaufen? Mein Hallo plus 0, der vielleicht plus 5, Nietenhose. Okay, einschüchtern. Gut, sind 180, weil der geht eigentlich noch. Kann man eigentlich durchaus machen. Ach so. Ja, natürlich habe ich hier die Kapitänshose. Das Leder, wasserdicht. So robusten Leder. Toll, nachher passt es farblich nicht mehr, muss den Rest noch verkaufen. Nee. Sehr clever, Michael. Sehr clever. Ich kann noch ein bisschen zu lange damit auf. Ich gebe es ja gerne zu. Da wollte ich eigentlich, wa? Wegen Grog kann man immer gut gebrauchen. 540, Alter. Das ist dann gerade wenig. Ja, komm, scheiß drauf. So, müssen wir ja Grog und so, ist immer gut, probieren sowieso genug, da braucht kein Mensch mehr. Was wollte ich jetzt machen? Genau, das Inventar, wir haben hier die Beine. Und zwar eine Nietenhose. Na, normal ist sie sowieso kaum. Mehr einschüchtern, geil. Ich kann sie besser einschüchtern. Ah, das ist Drake schon wieder. Da wäre unser guter Kumpel Eldrick. Jo. Wieso nicht, wa? So, Leute, ich würde nichts mehr in diesem Part von wegen da. Ja, gehen wir mal noch auf Kilo, schwarzes Herz und so. Ah, das mache ich hier. So, okay, geht's noch nicht, machen wir mal so. Ja, weil Part dauert noch maximal 5 Minuten und müssen schon sehr schnell sein. Und das noch irgendwie hinkriege. Fernrohr, mal irgendwie müssen wir klauen. Eine Brüste. Ah, eine Büste. Eine Brüste. Eine Räucherschale. Von Runenmagie verstehe ich nichts. Schade. Ich kann leider auch nicht. Den kann ich nicht mitnehmen, weil goldene Schale. Weicher Kern. Du bist kurzsichtig, wer kann das sein? Oder vertrauen uns einfach. Was für ein Trottel, ey. Brot. Pilz. Ist ja zwar nicht, aber egal. Ich glaube, die ganzen Vorräte. Ach, sind wir böse. Ich bin kein Goldschmied. Schade. So, irgendwo vorhin habe ich noch ein Bett gesehen, weil ich dachte mir so, vielleicht gibt es mittlerweile noch eine neue Quest, wobei Quest übertrieben ist. Nicht und... Erzähl mir nicht, die Fischer hat's auch erwischt. Das nicht, aber sie hatten keinen Fisch. Verdammter Mist, so kann das doch nicht weitergehen. Ja, vielleicht läuft mir ja ein Wildschwein bei meiner Wache über den Weg. Oder wir fressen. Gut aufgehört. So, Nate, wie sieht's aus? Aha, da war der Typ, genau. Ah, Verstärkung. Du hast doch hoffentlich keinen Ärger im Schlepptau. Wenn das der Fall sein sollte, kannst du gleich wieder Land gewinnen. Freundlich weh und je. Ich bin nicht auf Ärger aus. Das haben schon andere gesagt und dann musste ich ihnen doch eins mit dem Schmiedehammer überziehen. Also, bleib sauber
dann passiert dir nichts. Hoffentlich gehörst du nicht zu den Kerlen, die hier auf dicke Hose machen. Für die habe ich keine Verwendung. Ich brauche Kerle, die anpacken können. Ja, aber eine dicke Hose haben kommt davon, ob sie eine Frau hat. Dann kein Problem. Was macht mit den Dämonenjägern? Jo. Was machst du hier bei den Dämonenjägern? Na was wohl, ich bin hier der Schmied. Und außerdem ist es meine verfluchte Pflicht, ihnen unter die Arme zu greifen. Ach, und warum? Lange Geschichte. Und lange Geschichten halten mich nur auf. Die Kurzfassung ist, ich bin es meinem Vater schuldig. Arbeitest du allein in der Schmiede? Nein, für gewöhnlich geht mir Alvito zur Hand. Wenn ich nur wüsste, wo er steckt, da schickt man ihn einmal los, Eisen zu beschaffen und weg ist er. Wehe, der treibt sich bei der Hure Yvette in Travis Taverne rum. Lass mich raten. Du suchst jemanden, der nach Alvito sieht. Und du siehst so aus, als würdest du mir diesen Gefallen tun, nicht wahr? Nein, aber deine Laune wird sicher noch mieser, wenn du weiterhin für 2 arbeiten musst. Ach was. Also, was ist jetzt? Hilfst du mir? So langsam werde ich ungeduldig. Das merke ich. Nein, ich habe im Moment ganz andere Sorgen. Sorgen? Was kannst du schon für Sorgen haben? Unsere Leute verrecken einer nach dem anderen und wir brauchen das verdammte Eisen. Hier hat jeder mit anzupacken oder seinen Arsch von der Insel zu schaffen. Also, komm wieder, wenn du es dir anders überlegt hast. Freundlich wie... Ja, wie sonst jemand. Ja. Irgendeine Idee, wo Alvito das Eisen auftreiben wollte? Ich kümmere mich ausschließlich ums Schmieden. Woher ich das Eisen kriege, ist mir egal. Hauptsache, ich kriege es. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass es hier irgendwo eine stillgelegte Eisenmine gibt. Aber wie ich sagte, vielleicht ist er in der Taverne und macht die Wettschöne Augen. Ja, die Höhle wird sich von einem Schattenlord bewacht, wa? Okay, ich werde Alvito für dich finden. Gut, aber Maulhelden können wir hier nicht gebrauchen. Ich nehme dich beim Wort. Wenn du den Bengel findest, dann... Ach, egal, finde ihn einfach. Ja, ja. Du brauchst jemanden, der anpacken kann? Kein Problem. Na, vertrauenserweckend siehst du ja nicht gerade aus. Hey. Ich habe da ein ziemlich heißes Eisen im Feuer. Und da könnte ich deine Hilfe gut gebrauchen. Schmieden lernen kann ich nicht schaden. Ich soll dir beim Schmieden helfen? Natürlich nicht. Wie kommst du da? Ach so, weil ich sagte heißes Eisen. Pass auf. Wenn du mir hilfst, muss das unter uns bleiben. Will ja nicht, dass die Jungs hier sich über mich lustig machen. Jetzt drück endlich raus mit der Sprache. Ich brauche jemanden, der meiner Freundin Grace auf Antigua diesen Verlobungsring von mir überreicht. Du willst dich verloben? Verloben, du? Verloben? Du? Verrückt, nicht wahr? Ich weiß selbst, wie lächerlich das klingt. Aber wenn du dem Grab näher bist als deinem Mädchen, dann machst dir schon so deine Gedanken. Also, was ist jetzt? Wirst du Grace einen Besuch abstatten oder nicht? Midlife Crisis lässt grüßen. Ja, ja, wieso nicht? Wegen Grace. Äh... Grace schickt mich, dir diese Nachricht zu überbringen. Was? Eine Nachricht von Grace? Gib schnell her. Das ist die beste Nachricht des Tages. Bring diesen Ring zu Grace. Er ist das Schönste, was ich je geschmiedet habe. Ergreifend. Ach, nun geh schon. Es ist mir wirklich wichtig. Oh, romantisch. Wegen Grace. Es ist eine ganz schön weite Reise, die du da verlangst. Da mir die Sache wirklich wichtig ist, würde ich auch dafür sorgen, dass du nicht leer ausgehst. Geht es etwas genauer? Ich rede von einem wirklich einzigartigen Schleifstein. Einem Diamantschleifer. Soll mir recht sein. Aber wehe, es lohnt sich nicht. Jo. Kennst du dich mit Waffen aus? Ob ich? Na hör mal, für wen hältst du mich? Du unterhältst dich gerade mit dem besten Waffenbauer weit und breit. Ich habe schon Pistolen und Schwerter gefertigt, da hast du noch in die Hose gemacht. Wenn du willst, zeige ich dir ein paar Kniffe. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Das war ja klar. 2000, Alter! Kritische Treffer steigern. Das wäre nicht schlecht. Jo, wieso nicht? Ich bin noch nicht gut genug. Nein! Wieso? Fernkampf 45 List? Wieso Aha! Wegen Pistolen. Jetzt verstehe ich natürlich. Mann! Arsch.
Zeig mir deine Ware. Wenn du sie dir leisten kannst. Ich kann mir alles leisten, oder fast alles zumindest. Langschwert, Armbrust. Das ist gar nichts Besonderes. Ja gut, ein paar Kugeln kann ich brauchen, wa? Ein paar Kugeln, ein paar Kugeln. Und Tschüssikowski. Menno. So, was mache ich jetzt? Die gehen noch nicht. Obwohl, die echt noch nicht? Come on. Come on, come on. Wo machen die jetzt? Hier. Oh. Hehe. Okay, da noch ein wenig. Ich penne mal ein bisschen, wa? Genau. Neue Reise ins Schattenreich. Was denn das? Mendoza nicht dabei. Schade. Dann mal gucken, wa? Wer könnte das wohl sein? Slane? Sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Verlaufen? Redest du mit mir? Ah, ich sehe schon. Noch ein verirrter Geist auf seinem Weg in den Wahnsinn. Und du hast hier den vollen Durchblick, ja? Naja, ich bin zumindest schon eine Weile hier. Du siehst allerdings so aus, als wärst du gerade erst hier angekommen. Was hast du verbrochen, dass du hier herumgeisterst? Ein Schattenlord hat mich hierher verbannt. Ah ja, und das einfach nur so? Naja, ich habe an seinem Kristallportal herumgefingert. Ich schätze, du hattest einfach nur Pech. Wer weiß. Ich gehe dann mal wieder. Warte, ich hab da noch... Ach, diese Besucher, hey, die lohnt sich doch immer wieder. Haha. Scheibenkleister. Okay, Leute, wie es weitergeht hier bei Risen 3 Titan Lords mit der Suche, oder vielleicht noch mit dem Abschluss in 1-2 Quests hier, wenn wir gerade dabei sind. Ansonsten, wie gesagt, nach Kiel das schwarze Herz noch abgeben, mich ein bisschen reinigen und so, wird sicher cool. Und, was kann man sonst noch machen? Wenn ich gerade mal überlege, ja, ich überlege gerade, was gibt's noch zu tun? Eigentlich nicht mehr viel. Ich meine, klar, wir können noch die hier und da ein paar Quests abschließen, aber vor allem will ich ja eigentlich... Ich habe gar keine Quest offen. Ich habe eh nicht eine Quest offen. Aber vor allem will ich ja dann noch, ja, wie gesagt, mich einer Gilde anschließen. In diesem Sinne halt der Magier. Auf Terranen, sprich der Wächter. Questziel? Bin ich jetzt hier richtig, aber... Okay, ist da offen? Ich habe irgendwie eine Quest offen, weiß ich gar nicht mehr welche. Muss irgendwo stehen, dass sogar die Quest-Tag... Ist auf die hier oder was? Aha. In den hier, wa? Hä? Ja, da ist die Quest. Okay. Nun gut, Leute, wie gesagt, im nächsten Part geht es hier weiter und mal gucken, was uns noch alles warten wird hier in der riesigen Welt von Risen 3, bevor wir dann endlich uns den Wächtern anschließen können, wa? Danach wird es, glaube ich, mal richtig spannend werden, die ganzen Schattenlords Platz machen, etc., etc. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen.